ich so nicht finde mal dicke Merci für kommen. Das wird nicht so selbstverständlich. Und dann will ich aber ihre Schlussfolgerungen Leute präsentieren, die hier bei mir sitzen. Ich bin Silvie Reuter, Sekretärzentrale vom Finanzsektor. Hier neben mir ist Denny Steinhäuser, Vizepräsidentin vom Finanzsektor und Delegé Libéré von der BGL. Dann Brigitte Strüpp, also Vizepräsidentin vom Sektor, also von den Assuranzen und Delegé Libéré op der Lux. Und Angelique Vidic, mein Maderbestrin. Der Ben Soisson hat auch Maderbstoff vom OGBL Finanzsektor. Und der Fred Damorlet, also Vizepräsident von der PSF und Delegé Libéré von Worldline. Wir haben haut gerufen, für über den Sektor finanziell zu schwätzen, und zwar über die Sondagen, die wir gemacht haben, an die Resultate, die da rauskommen sind. Ihr mir aber auf die Resultate angehen, gebe ich, muss eigentlich mit mir gehen, auf einen kleinen Zeitraum, dass den Kontext versteht. Wir haben die Sondagen gemacht, 2022, wo die Leute rumgekommen sind aus einer Pandemie, der Krieg in Europa, weil da eine Inflation. Und die Leute sind zurück auf das Büro gekommen und nicht mehr viel drin. Also es gibt wirklich am Finanzsektor die Zeit vor Corona und die Zeit nach Corona. Ich will da just daran erinnern, dass es ganz Lützeburg kein Laptop mehr gibt. Davor hat alle bei der Post gekauft, BGL, also ich weiß nicht, wo sie gegangen Bildo, also es war wirklich eine Penurie von Laptops. Das ist schwer vorzustellen, aber das ist aber wirklich so. Und wir sind immens viel sollicitiert gehen zu all diesen Themen. Wir hatten wirklich alle Services am OGBL haben ganz viele Appelle gekriegt, auch von unseren Delegierten, zu den Leuten, die auch verzweifelt sind daheim. Für die gemerkt, dass irgendwo die ganze Situation nicht mehr gesund war. Dann sind Leute zurückgekommen auf das Büro. Und auch hier war nicht mehr viel drin. Wenn sie sonst eine Aufgabe gemacht haben, dann haben sie die gemäht und dann war die gut. Heute haben sie die Aufgabe gemacht und eine Stunde noch war schon ein WhatsApp oder ein Webex und das war für eine Stunde noch richtig schwer, weil die Stunde noch schon nicht mehr richtig. Und auch das hat die Leute am Sektor immens belastet. Und wir sind, wie gesagt, viel sollicitiert gehen. Ihr mir aber wollte von uns aus die Themen polemisieren und bringen, haben wir gesagt, komm, wir machen das richtig, und wir gehen nicht über das Gefühl, wir gehen nicht auf so von unseren Delegierten, aber wir machen für alle Mal ein richtiges Sondage, wo wir die Leute am Sektor befragen, wo wirklich sie schwätzen, wo wir dann auch die Probleme an ihr Interesse von den Leuten können erfassen. Das haben wir gemacht. Als ein Objektiv war doppelt. Einerseits wollten wir wirklich endlich die Fehlen und die Fakten und die Ängsten erfassen, und zweitens wollten wir natürlich auch Eis verbessern, Eis am Daily Business verbessern. Und ihr wisst, wann da an einem Finanzsektor schafft, der permanent und dauerhaft immer sich neu erfindet und auch von den Salarien verlangt, dass sie mit neuen Modalitäten schaffen, mit neuen Instrumenten an so Mutationen permanent, artificielle Intelligenz, eine Transition ökologique, eine Transition sociétale, kriegt ihr könnt kein Klima mehr für Russland, dann genau dann also es wichtig, dass irgendwo Stabilität ist und dass der Dialog sozial funktioniert. Und der Dialog sozial muss funktionieren am Niveau von der Entreprise, am Niveau vom Sektor und noch am Niveau vom Internationalen. Und da wollen wir, oder da wäre das wichtig für die Schlüsselelemente zu stellen. Wie gesagt, wir wollten einen Bottom-up-Approach, wir wollten wirklich eine Partizipation von den Leuten. Wir wollten hier Prioritäten hören, nicht Eis. Und wir wollten als ihre Prioritäten Eis machen, an hier Interesse gehen, dummer da auch Eisinteresse. Wir wollten von den Mengen fort, wir mengen das oder wir sind der Meinung, das wollten wir hin zu engem, es ist so am Sektor. Und das war es wichtig. Wir verstehen Gewerkschaftserbicht so, dass das basisorientiert, dass das Bottom-up, dass das Dialog an Échange. Wir sind uns natürlich auch bewusst, dass das, was wir heute präsentieren, dass das just ein Foto ist, ein Bestandsabnahme zu einem bestimmten Moment.
Und dafür wäre doch wichtig, dass man das aber haut mitteilen. Und wir hätten nicht schon echt, da könnte machen, du hast zum Glück so nicht mal ein Tripartit dazwischen kommen, was da gemäht wird, dass man das Ganze aber im Monat bis 14 Tage noch handeln verlöst tun. Ja, ihre wird und de Ben gehen wollte ich zum Auflauf kommen, wenn wir Pferde springen für wirklich Präsentation durchzugehen, da wäre man eine halbe Stunde durch und da kann da noch Fragen stellen. Das ist das, was ich proposieren. Ja, auch gute Mittag von meiner Seite. Wie Silvi so war als ein Sonders, also wie mir ein quantitativ Querschnittsstudie durchgeführt. Es war ein Online-Questionnaire, den wir über Microsoft Forms erstellt haben. Den haben wir dann an einer ersten Phase an uns Member geschickt. Also ich gefragt, ob sie können teilnehmen. An einer zweiten Phase haben wir dann abgemäht für das Publikum über die sozialen Medien und die Leute, die beschäftigt vom Sektor Finanzier eben abgerufen und dann geht teilzunehmen. Den Zeitraum war von Oktober 2022 bis Mitte Januar 2023. Da muss ich aber sagen, also da haben wir nicht mehr viel Fragen gekriegt, also am Ende Dezember war quasi alles von den Antworten dabei. Der Questionnaire kann dann drei Sprachen ausgefüllt gehen, hat aus 3 Teilen bestehen, einmal die Generalfragen, dann Fragen über den Arbeitsalltag am Finanzsektor heute in Lützeburg, und den dritten Teil war noch über das gewerkschaftliche Engagement von den Leuten selber. Am Ganzen waren es 65 Fragen. Genau, also wir hatten den Probenumfang von 456 Personen, wobei der Durchschnittsalter von den gefragten Personen bei 47,5 Jahren lag. Median war auch bei 47 Jahren, und wir hatten eine Spannweite von 25 bis 63 Jahren, also der jüngsten, den Teil geholt hat, 25 Jahre, den ältesten 63 Jahre. Ja, was Pays de Résidence so geht, haben 57,2% von den Befragten waren Frontalien, Majorität kommen aus Frankreich. Von der ganzen Stößprobe sind 42,8% Lützeburger Resident gewesen. Geschlechterverdelung ignoriert, ja. War relativ gleich, also da waren wir bald am Equilibre. 17% von den Partizipanten sind Member einer Personaldelegation. Und das Niveau d'étude war relativ hoch, also 72,7% haben einen Schulabschluss, die mehr haben als 4 Back. Und da haben also über 38% haben einen Master oder mehr gehabt. Genau, so. Also die Majorität von den befragten Leuten, die arbeiten am Bankensektor, mit 77,9%. 5,7% kommen aus den Assuranzen und der Rest hat dann bei anderen Aktivitäten des Sektor Finanzier geschafft. Quasi jeder war mit einem CDI engagiert und 4/5 schaffen nach ihrem Kontrakt temps plein. Ja, in diesem Slide sehen wir die Anciennität von den Befragten, sowohl am Sektor wie auch an der Entreprise. Längst die Anciennität am Sektor, die mit einer Moyenne von 21 Jahren relativ hoch ist, Medianlung bei 22 Jahren und Spannweite bei einem halben Jahr bis 42 Jahren. Redet mit der Anciennität dann an der Entreprise, die ist logischerweise ein bisschen niedrig, mit 15 Jahren. Und hier, wenn in den ganz linken Balken hält, gesagt, dass 20% von den Leuten eine Anciennität an der Entreprise von 0 bis 4 Jahren hatten. Dann haben wir die Frage gestellt, ob die Leute auf Basis von einer Konvention, kollektiv engagiert sind. Da kann entweder also mit oui beantwortet gehen, mit non, car mon entreprise ne possède pas de CCT, oder mit non, car en tant que cadre, je suis exclu du champ d'application de la Convention collective. Das heißt, hier wollte man dann herausfinden, wie die Situation von den Kadern ist. Ja, im Allgemeinen, auf den ganzen Sektor haben 63% mit Ja beantwortet. 24% haben gesagt, dass sie Kader sind, und 13% schaffen an einer Entreprise, die kein CCT hat. Hier haben wir da ein aufgebracht, ob die verschiedenen Teile vom Sektor Finanzier. Da ist die Situation bei den Banken im Vergleich zu den Assuranzen relativ gleich.
Also Banken haben ungefähr sind so 70%, bei einer Chance ein bisschen mehr Leute, die an der Konvention sind. Und bei den Banken haben wir mehr Kaderen. Und was bei der PSF auffällt, das ist dass 2/3 von den Leuten, die an einer PSF arbeiten, die keine Konvention haben. Also die, ja. Genau. Hier sehen wir dann der Revenu annuell brut über links. Da ungefähr, also wenn ihr den Kurve guckt, könnt ihr einer Normalverdelung relativ gleich. Mehr wie 60% haben ein Revenu annuell brut von 48.000 bis 84.000 Euro. An dem no liegt Median bei 5.000 bis 6.000 Euro, also am Balken von 60 bis 72 und damit. Medianlohn 2012 laut Stadtwerk noch bei 81.000 Euro, sodass wir hier ein Median beobachten können vom Revenu annuell brut, die mehr niedrig ist. Ja, jetzt gesagt, dann auch ein aufgebracht, ob die einzelnen Sektoren vom Finanzsektor, da haben wir dann Banken, die ungefähr dasselbe Bild gibt wie der gesamte Finanzsektor, aber der PSF, und da geht es ein bisschen quer durch den Garten. Hier denke ich ja, Teletravail ist ganz wichtig Sujet am Sektor ist, haben wir den Status quo vom Teletravail gefragt. Einmal haben wir gefragt, was Moyenne per Semaine für die Leute gerade ist. Da haben 41% geantwortet, dass sie durchschnittlich mehr wie einen Tag die Woche machen. 30% so in einen Tag, 22% 2 und dann der Rest mehr wie 2 Days. Und als zweite Frage haben wir darauf sie gefragt, wie sie den Arbeitsjob fand vom Teletravail im Vergleich zum Büro abschätzen. Und da haben 2/3 von den Leuten geantwortet, dass in Paris wir 20% haben aber auch gemeint, dass mehr heiß ist. Ja, und dann, das meine ich, was uns alle gut interessiert, was läuft gut am Finanzsektor, was läuft schief am Finanzsektor, was läuft manner gut, aber wo sind die seriösen Probleme? Aber wenn ihr dann auch guckt, wo sind die Ursachen von diesen Problemen? Hier als App ist ganz viel aufgefallen, und das ist wirklich der Scoop, meine ich, oder die logische Konsequenz, die uns immens frappiert hat, wenn man aber da noch an die Ursache Forschung gehen, dann ist es vielleicht auch verständlich. Wir haben dann gefragt, wie der Wunsch da wir für den Sektor zu verlosen, und da ist très souvent mit 52,5% die Hautgiffen den Sektor verlosen, wenn sie könnten. Und da muss ich sagen, das ist ein grosses Problem. Da schwätzt man nicht mehr von einer Intention, wie der Quality of Work Index möchte, just für zu sagen, am Vergleich ist der Quality of Work Index bei 24% durchschnittlich. Und sein höchste Valeur ist bei den Jungen, den ist 21 bis 36%. Und wir liegen hier bei 52,5%. Selbstverständlich sind das die Antworten von den gefragten Leuten. Wenn wir da mehr profund nur den Ursachen gucken gehen, kommt man nicht eigentlich auf dieselben Baustellen zurück, die wir immer haben. Und noch hier sieht man eigentlich pro Sektor, wie es ausgesehen. Du siehst, dass es ganz wenig bei den Assuranzen mehr hoch ist wie bei den Banken. Und dann kommen wir direkt auf die Ursachenforschung, wenn man dann gefragt hat, wie sie die Remuneration und Konsideration abschätzen. Da muss ich sagen, dass 67,71% sind nicht einverstanden mit ihrem Revenu, den sie kriegen. Das sieht ihr hier auf dem Slide, wenn das Geld an der Trau zusammenhält, dann ist das an 31,9% so, dass sie auch nicht der Meinung sind, dass sie eine adäquate Pension kriegen mit dem Revenu. Also nur 32,22% sind einverstanden, dass das, was sie all der leisten, dementsprechend konsideriert wird mit einem Salär. Wenn wir dann weiter gucken, dann ist noch ein Aspekt, den ganz erschreckend ist, dass den Perspektive für weiterzukommen und für zu evaluieren.
Oder einerseits im Niveau von den Formationen, da so 65,1%, dass hier Entreprise hinnen nicht die nötige Moyen gibt, für weiterzukommen. Und was nach mich schlimmer ist, an wirklich, ja, und auch an Diskordance mit dem Quality of Work Index, da das die Geschichte, dass nämlich 17,7% so, dass sie Möglichkeit haben, für irgendwann eine Promotion zu kriegen, respektive weiterzukommen. Natürlich ist das immer die Schätzung von unseren Partizipanten. Ne? Da kommen wir bei Evole, wo den Finanzsektor natürlich, wo wir gefragt haben, wie viel Teletravail oder will da mehr oft Teletravail, wie viel will es. Da sind 8,2%, die mehr oft Teletravail wollen. Und nachher, wie für zu rappellieren, was der Ben gesagt hat, sie empfangen noch Charge-Travail vom Teletravail nicht mehr hoch im Büro wie daheim. Und wenn man da fragen, wie viel Teletravail will er dann, du hast ganz klar eine Majorität für 2 Tage die Woche. Wenn man dann nach einem Aspekt, den positiv ist, das dann den Droit à la Déconnexion. Und den ist auch vielleicht nicht von euch positiv, aber weil man den effektiv an der Konvention kollektiv sowohl von den Assuranzen wie von den Banken und auch von Worldline stehen haben, schenkt den trotzdem schon seine Wirkungen am Sektor zu haben. Da so in 77,3%, dass den Droit à la Déconnexion konditionellement respektiert das. Aber wenn der Hai guckt, den Detail, wo es mehr ist, wo es weniger ist, da ist effektiv die Banken, die da dominieren. Da kommen wir aber bei einem Aspekt, der gar nicht so positiv ist, das ist das vom Temps de Travail. Wenn wir da wirklich die Analyse gucken und die Antworten, die wir gekriegt haben, dann kann ich schon bald von einem Temps de Travail bénévole schwätzen, den er für seinen Employer möchte. Da so ein effektiv 22,9%, dass sie ganz oft bis oft müssen für ihren Employer schaffen und das außerhalb von Arbeitszeiten und ohne irgendwie dass die Stunde erfasst wird. Da kommt man noch auf einen Aspekt, den auch manchmal entscheidend ist an der ganzen Fuit und an dem ganzen Exoto, das Leute am liebsten wilden an einem anderen Sektor schaffen wie am Finanzsektor. Das haben wir leider so gedrüttelt, weil man das an der Fragestellung eben nicht besser hatten. Aber wenn wir das wirklich mit diesen Excel-Sheeten und alles gucken, dann ist die Intensität auf der Arbeit, die ist einfach permanent. Charge de Travail, die ist ganz hoch, so über 70%, 72%, dass sie zu viel Arbeit tun für an der nötigen Zeit und dass sie auch keine Influenz haben auf die Arbeitszeit, die sie zur Verfügung haben. Sie haben überhaupt ganz wenig Influenz. Also die Autonomie, Partizipation, Qualität und Quantität und auch der Sinn von ihrer Tasche, den sie machen, empfangen sie als ganz schwer. Die Leute fühlen sich also ohnmächtig, hoe weder Zeit, Kompetenz nach Connaissance oder de Networking für hier erbig zur Zufriedenheit zu erledigen. Und das ist wirklich omnipräsent. Sie müssen auch bei der Frau, wie oft sie müssen Aufstriche machen par rapport zur Qualität, dann ist das ganz hoch. Aber wenn ihr dann wisst, dass aber Salarien aus dem Finanzsektor ganz oft nicht über Barremen Avancementer kriegen, über Meritokratie, über Performance, dann ist natürlich klar, dass die am Hamsterrad rollen, permanent. Also auch Pression ist, ob 60% vielen Leute, dass sie permanent in der Druck stehen. Also sie haben nicht die Influenz, für das zu ändern. Da kommen wir noch bei einem Aspekt, den zu den negativen Impakten auf die Konditionen de Travail, da das von der Sicherheit auf der Arbeitsplatz respektive Angst, den Job zu verlieren. Auch hier ist Confiance ganz klein, da das 17,9% die Seelen oder nie daran denken, dass sie ihren Job verlieren. Aber wenn ihr das dann umdreht, da seht ihr ja wirklich, du gehen 41,2% Leute all der schaffen mit einem Gefühl am Bauch, Angstgefühl, dass sie
muss ihren Job nicht mehr haben oder dass sie um 4 Uhr gerufen gehen für den Entretien präalable, nachdem sie dann den ganzen Tag geschafft haben, und rausfliehen. Wenn man dann die 3 Elemente zusammenhüllen, dann muss ich nicht Doktor sehen ich meine, das heißt, das Sondage, mir ging noch bestätigt, mir hatte für kurzem eine Interview auf der BBL mit der Dr. Tomasini, weil da eben so im Kollektivvertrag steht. Wenn ich die 3 Elemente zusammenhält, die Pression, die dauerhaft ist, die mental Charge, die enorm ist, kann aber nicht die können ändern. Und dann überhaupt keine Augmentation und noch keine Perspektive, plus die dauerhaft Angst, den Job zu verlieren. Da braucht man es nicht zu wundern, dass das toxisch wird und dass das irgendwie zur Explosion können. Da will es nicht zur Explosion können, könnte zur Implosion und dann laufen leider entweder fort oder sie gehen krank. Und das ist auch das, was am Sektor geschieht. Ich will nicht so, dass das dauerhaft ist, das ist ein Foto, aber das immer lässt du. Und wir können hier auch nicht mehr wie die Quality of Work Index manchmal von einer Intention schwätzen, für den Sektor zu verlassen, aber wir können schon wirklich von einem Wunsch schwätzen. Und das muss nicht so sein. Das muss nicht so sein, und du fragst sich wirklich, für was ist das? Ja, das könnte auch geändert sein. Oder das könnte geändert gehen. Und du musst die Paradigmen wechseln. Wir müssen da den Schrauben drehen, für den Finanzsektor mehr attraktiv zu machen, respektive für ihn attraktiv zu halten. Und das so nicht mehr, das so nicht Leid. Und das sieht sogar Patronsvertreter. Die so ganz klar, und du siehst mir Martin Nobengerlin, sie müssen das Narrativ ändern. Und das machen sie auch. Sie machen Kampagnen, der Papa schafft am Finanzsektor, sie machen SOS-Kampagnen für das junge Lützeburger Interesse kriegen für den Finanzsektor und darüber raus, Großregionen gehen sie sicher. Wir sind aber der Meinung, dass es nicht beim Narrativ darf bleiben, dass man viel mehr weit müssen, viel mehr tiefgründig müssen und den Schrauben drehen, für so die Feen und die Feiern, die Haut bestehen, an die richtige Richtung zu lenken. Es geht nicht nur mit einem neuen Look. Wenn man dann Leute, und wir haben Leute gefragt, was sind dann laut die Changements, die müssen kommen, dann ist ganz klar, auf erster Platz den Revenu und Konsideration, auf der zweiten Platz also die Work-Life-Balance, auf der dritten Platz also die Sicherheit von der Arbeitsplatz und auf der vierten Platz also die Arbeitszeitverkürzung. Und da sind wir auch schon bei dem, wo wir da so, und das sind 6 Achsen, auf denen wir werden in Zukunft an die nächsten Monate schaffen. Das ist die Remuneration. Wir brauchen ordentlich Lohn für jeden. Wir müssen fort von den Bonussen, fort von der Meritokratie hin zu einer gerechter Umverteilung von der geschafften Plus-Value. Weil das sind schlussendlich Salarien, die das meinen. Aber wenn der Mann nicht gesagt wird, dass du 2000 Uhr stehst, wenn ihr dann mal abklustert, ob die 3 Indextranchen, da wird median 7.256 und Moyenne war 8.169. Allein wenn wir das vom Stadtdeck die Publikation hören, dann wir geben die 3 Indextranchen, die von Ursprung bis heute wären. Also du hast absolut machst eine Urwen, muss substanziell abgebessert gehen. Den zweiten Achs, den wir gesehen als zukunftsträchtiger, wo man muss dran drehen, da das wirklich Recht auf Formation continue und das für allem an einer Welt, die immer mehr numerisch wird, die gesteuert ist von artificieller Intelligenz. Du musst in die Leute investieren. Und du darfst nicht nur so, wir müssen Talente unzählen. Nein, du musst auch die bestehenden Leute, die bestehenden Ressourcen, als Ressource gesehen, an die investieren. Wir brauchen wirklich eine Retention von der Main-d'œuvre on the Job, weil auch ein Talent, wo dir sicher geht, wo dir viel auf den Tisch lädt, die Steuerleistungen kriegen, auch die lebt dich fort von denen, den du all der an die do Erbesgestaltung muss über Jahren erdrohen. Dann ist natürlich der dritte Volley, das ist die Work-Life-Balance. Wir haben absolut, sind wir offen für flexibel zu schaffen, für agil zu schaffen, für uns anzupassen und eine Arbeitswelt, die ändert, aber war nicht geliefert an die 2 Richtungen. Es kann nicht sein, dass just die eine Richtung an den einen Employer darf diktieren wie das muss wirklich dann auch dementsprechend mit den Partnersozialen aufgestimmt sein. Und da wissen wir all, dass wir
dat Hybrid schaffen ustrengen das an dass man do auch ein anständige Management mehr brauchen an eure gesunde Management an natürlich nicht just kann sehen dass dem Chef seine Lieblingen weiterkommen an die anderen nicht oder den an der Gruppe wo den aus die dürfen Teletravail meinen an die anderen nicht also an auch do so mir ganz klar darf keine Diskrimination sehen auf dem Niveau wo ihr wohnt und du sieh mir ob als OGBL für an die Richtung zu gehen. Aber wie gesagt, mit den neidischen Garantien für Salarien. Das ist den DAX 3. Ja. Und dann auch, ja, du hast die Geschichte, ich wollte die Anekdote aber erzählen, ich war 2016 oder 2017 bei einem europäischen Kolloq, wo es Digitalisation gegangen ist, und da war ein exzellent Beispiel, wo dann darum ging, dass die schon Teletravail angefordert haben. Und das war ein Start-up, und die haben da gesagt, der Schlüssel von dem Ganzen ist Vertrauen zu haben zu den Mitarbeitern. Und ich so nicht Sozialpartner, sowohl die Employeure wie wir als Gewerkschaften, wir haben uns geguckt, wie wenn die von Schwätzen von etwas, was nie kommen. Aber wenn ich dann aber Haut gucke, wo wir sind, wie wir leben, wie wir schaffen, dann ist das nicht so falsch. Ja? Und auch so Aspekte sind an dem Sinn wichtig, ja, richtig, wir müssen aber auch betoniert gehen. Der vierte Sujet ist dann natürlich stehen, dass man so wir hätten gerne eine Konvention kollektiv für jeden Verein. Vieles kann national geregelt gehen, aber nicht alles. Und auch, ihr wisst, dass sektorspezifisch, auch vielleicht innerhalb vom Finanzsektor, gibt es auch noch Subsektoren. Und du müssen, das ist für uns die richtigen Dispositiv für sowohl am Interesse von den Leuten wie für den Employer können, do umzusetzen und Schale umzusetzen. Und das selbstverständlich mit den Sozialpartnern. Auch da gibt es Direktive Europäen, die verlangen, dass die Kuvertur von der Konvention kollektive mehr breit geht, dass Lützeburg sich auch einen Plan gibt, wie sie da wollen, mehr Salarien in der Kuvertur von der Konvention kollektiv kriegen. Und da haben wir noch ganz viel Sput am Finanzsektor. Der fünfte Sujet, der geht da schon mehr wirklich an Zukunft, und der geht auch über da drausmänglisch vom Sektor, da das wirklich die mentale Gesundheit an der Transversalität, wo wir wohnen, an auch die Konzepte mit der Intelligenz oder der artificiellen Intelligenz, wo muss absolut juristischen Kader gesagt gehen, an Partnersocialen angebunden gehen. Mit die Zeit, wo mir heute drüber schwätze, so eine Geschichte. Ich kenne 3 Banken, 4 Banken, wo das schon lebt, ohne dass aber irgendwo da Gartfuhren oder Protektionen, die sind aktiv. Die Intelligenz Artificiellen, und die laufen noch an. Parallel hängen wir da ein bisschen drin. Du könnt den Akkord um Niveau national, du sind auch europaweit sind du Sachen NRW, mit das immer so, dass der Mensch muss Kontrolle über Technik behalten. Und du kann es nicht sein, dass wir als überrennen lassen von der Intelligenz artificiell, die aber haut schon eine absolute Praxis am Sektor ist. Und dann natürlich der 5. Sujet, das ist den, dass man so wir hätten gerne eine Finanz, die am Service von der Menschen ist, auch von der Wirtschaft, und nicht umgekehrt. Die Finanzwelt muss irgendwo hier einen echten Sinn rumkriegen. Auch so können wir die Leute an dem Sinn in anderen Sinn vom Schaffen gehen. Und wir sind noch der Meinung, dass die Finanzen selbst wie die Patronen ein wichtiger Akteur sind, wenn nicht sogar ein Motto an der ganzen Transition. Wir hätten aber da absolut eine andere Auffassung wie als Patronsvertreter. Wir so justement, dass wenn wir die Standortvorteile, die Lützeburg hat, und da sind die 3 Sprachen, dass sie gut qualifiziert Arbeitsplätze, da ist eine Sécurité sozial, die klappt, da ist eine Stabilitätspolitik und eine Stabilität sozial. Wenn wir hätten, dass das bleibt, da können wir die Direktive nicht 1 zu 1 umsetzen. Da müssen wir die schon geopolitisch zum Kontext von Lützeburg anpassen oder sogar veredeln. Ja, wir sind, weil wenn wir das nicht machen, dann stehen wir in Konkurrenz mit all den anderen europäischen Ländern. Und dann ist froh, wen
direkt singt Zitronen an Zitronen aus du de Salarié am meeschten aus a wen aus am bëllegsten NRW. An das net die Finanzfeld wie mir se wëllen. Mir fanne wirklich dat Datei auch eng Chance ass fir so mir Mächerem aus der Finanzplatz Lettzeburg Centre d'Excellencen. Du sinn net zu Akteuren, die do gut NRW sinn an mir gif neis wünschen, dass du ab dem Punkt méi gif geschafft gin. Also denke, wir wären als absolut nicht gegen Veränderungen mehr, wir müssen sie zur Summe gestalten. Und das an einer Welt wie die Finanzen, die so sehr NRW sind, wo Mutationen nicht mehr alle 5 Jahre sind, mehr, wo man wirklich alle 5 Monate im Moment gefühlt permanent Changemente erleben, permanent Adaptationen gefroht gehen von den Salarien. Ja, ehe mir aber zu froh kommen, lo sind wir schon dadurch, will ich nach ein paar Merci lassen. Und zwar, und all die mitgeholfen von diesem Sonntag zu machen, das war, wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, für uns immens wichtig. Für dich mal meine Equipe oder unsere Equipe und dann auch der Direktion Syndikal, die uns da unterstützt hat, und auch den Delegierten. Und dann natürlich auch den über 450 Leute, die da teilgeholt. Und ich will auch denken, so, wir hatten für dich abgemacht für uns Membres, und wir hatten gemeint, Tendenz gibt dann komplett das Resultat da gibt changieren, nachdem man dann giffen abmachen für sie alle. Und das war aber wirklich nicht der Fall. Die Tendenz als besteht, blieben dann, ja. Also auch die Partizipants vom Sondage, dicke Merci.